Halleluja, ihr lieben Zeugen Jehova, ich wünsche Ihnen den Segen des Herrn Jesus Christus und ich bete, dass der Heilige Geist Ihren geistigen Augen öffnet. Und zwar, ich stehe dazu, wie ich gesagt habe, dass in dieser Bibel von Zeugen Jehova einfach verfälscht ist und dass das nicht das Wort des Herrn ist, das ist das Wort Jehovas. Und hier ist das Wort des Herrn gebrochen. Es steht doch geschrieben in Offenbarung 22, Vers 18 bis 19, wer was dazu tut, wer was da rausholt, er bricht das Wort des Herrn. Und ihr Zeugen Jehova, ihr habt genau das getan. Wo sind die 16 Verse geblieben? Warum habt ihr keine Erklärung, sondern ihr sagt, ja, hast du nicht darunter gelesen? Ich habe es gelesen, aber in dieser Bibel gibt es ja überhaupt keine Erklärung, sondern in der Studiumbibel gibt es eine Erklärung. In dieser Bibel hier, da gibt es eine Erklärung. Und zwar, wenn wir jetzt lesen in der Lutherbibel, Textus Receptus, da fehlen die 16 Verse nicht. Wir wollen mal vergleichen und forschen, warum fehlen die 16 Verse in der Bibel von Zeugen Jehova. Was ist ihr Ziel? Wieso? Was bringt das denn? Was haben die damit vor? Ihr Lieben, wie ihr wisst, dass der Jehova überhaupt nicht passt in Neuen Testament. Im Alten Testament wäre das noch okay, aber in dem Neuen Testament nicht, weil Jesus Christus ist gekommen und hat alles neu gemacht, ein neuer Bund. Der Name Jesus Christus ist über alle Namen und jede Knie, jede Zunge wird sich bekennen und beugen, dass Jesus Christus der Herr ist. Also Jesus Christus ist der Retter und es heißt, jeder, der den Namen des Herrn Jesus Christus anruft, er wird gerettet werden. Halleluja. Lasst uns mal lesen zusammen. Ich möchte euch beweisen, warum die Verse fehlen und was bringt da, wieso und was für eine Wirkung bringt das denn? Was ist das Ziel der Zeugen Jehovas? In dieser Bibel, Johannes Kapitel 5, Vers 4, da sehen wir nur einen Strich und da gibt es absolut keine Erklärung. Wenn wir aber in dieser Bibel von Luther mit Textus Receptus, da lesen wir, da fehlt der Vers nicht. Da steht geschrieben, es steht geschrieben in Johannes Kapitel 5, Vers 4, denn ein Engel fuhr zu gewissen Zeiten, also ein Engel fuhr zu gewisser Zeiten. Und wenn wir hier lesen, in dieser Studiumbibel von Zeugen Jehovas, da steht geschrieben, die Erklärung, also auch ein Strich und die Erklärung darunter. Und da steht geschrieben, Feld des Herrn Engel. Und angeblich der Herr wird ja als Jehova genannt. Das stimmt überhaupt nicht. Hier kommt überhaupt nicht der Name Herr drinne. Das ist das Ziel, warum die Zeugen Jehova nun einen Strich gemacht haben und darunter eine Erklärung gegeben haben. Die können erklären, jeder kann erklären. Meine Meinung, deine Meinung, unsere Meinung, ganz viele Meinungen. Aber das Wort des Herrn ist, es gibt einen Gott und ein Wort. Und das Wort ist Gott selbst. Jesus Christus ist immer noch derselbe und sein Wort wird sich nicht verändern. Ihr Lieben, lasst euch nicht betrügen. Der Teufel hat dieses Buch verfälscht und es ist eine Fälschung. Es gibt es ja auch keine Erklärung, warum die Verse nicht hier drinnen hoch aufgeschrieben sind. Warum ist das hier ein Strich und hier unten eine Erklärung? Warum steht das nicht hier genau drinnen? Warum? Weil viele Menschen, die lesen das überhaupt nicht. Die lesen einfach weiter und sie machen sich auch keine Gedanken, warum die Verse da fehlen. Ihr Lieben, lassen Sie sich nicht betrügen, sondern forschen Sie nach und vergleichen Sie. Und Sie werden die Wahrheit erkennen. Der Teufel hat es verfälscht und er versucht, das Wort des Herrn zu verdrehen. Genauso wie mit Jesus er versucht hatte, in Matthäus Kapitel 4, wo Jesus da war und da kam der Teufel und sagte, ja, es steht so geschrieben, schmeiß dich doch runter, mach aus den Steinen Brot. Und genauso versucht der Teufel, die Bibel von Zeugen Jehova zu verfälschen. Deswegen kriegt man ja sie auch nicht überall gekauft, weil sie nicht offiziell sind. Es bleibt einfach, dass das hier nicht das Wort des Herrn ist. Ihr lieben Zeugen Jehova, ihr könnt glauben, was ihr wollt, aber wir werden weiterhin die Wahrheit ans Licht bringen. Und Jesus Christus sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit. Halleluja. Jesus ist der Retter und nicht Jehova. Und ich möchte, ihr sagt ja auch, ihr Zeugen Jehova, ihr behauptet, dass ihr Zeugen von Jehova seid. Habt ihr nicht gelesen in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8? Was sagt Jesus? Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und die Kraft des Heiligen Geistes. Und ihr werdet meine Zeuge sein. Nicht Jehova-Zeuge, sondern Jesus Christus-Zeuge. Halleluja. Und das werden wir tun. Und wir werden weiter die Wahrheit ans Licht bringen, ob euch passt oder nicht. Die Wahrheit muss verkündigt werden bis ans Ende der Welt. Halleluja. Amen.